Ik zie geschäftmutig deze Aventura met hun Tag losfahren en ik zie wat met abgerecht. Von den Prophetenbüchern zu reden, als ein Ding, was so wenig passiert, weil Menschen haben sich doch mal entschieden, wie nicht wichtig genug. So, hier haben wir erst noch so ein Set Papier hoffentlich von vorher. Und hier so sind die Reino Dividido, also Norden und Süden von was Israel wir, dort teilen sich an zwei. Dann habe ich eine ganze Reihe von Tjaniks, wo du abgeschrieben sind. Aber zu der gleichen Zeit überlegt sich die Geschichte an der Prophetenzeit mit der Tjaniks-Zeit. Und das ist ein Ding, wo wir als Christen uns selbst sollten halten, wenn wir die Geschichte klarstellen, wo wir hier den Prophet haben, zum dort wieder mit schaffen können. So, die Bücher von Tjaniks und Chronik, der vertelt uns die Geschichte eigentlich bloß von der Sieg von der Tjaniks-Geschichte. Wir wollten dort durch eine Streit Propheten-Geschichten, manch, ersten zweite Tjaniks und ersten zweite Chronik, aber die Propheten, die an die Bücher geschrieben wurden, die waren manch die prophetischen Bücher nicht manch geteilt. Also, wenn wir hier manch Propheten finden, die hier nicht die Geschichte von den großen und kleinen Propheten. Wer will mir mal ein von den Propheten sein, der nicht sie in ein Buch geschrieben hat? Jonah. Ah, da weiß ich es nicht, aber ein Buch habe ich dabei. Wer von den Propheten hat nicht ein Buch? Elia. Elia, gut, Elia. Wer noch? Wer noch? Elisa. Nathan, Samuel, ob so Samuel Geschichte geschrieben hat, das ist nicht im Prophetenbuch, was Samuel geschrieben hat. Was ist das? Okay, fein. So, hier habe ich das Blatt, ich werde mal anfangen. Das Blatt soll Jüd haben, wenn sie mit den prophetischen Büchern schaffen, dann wie klar kommen, wo die Propheten haben. So, hier an der Süden habe ich die Tjaniks-Zeit, oder die Tjanik, die zu der Zeit regiert. Und dann hier im Meer habe ich die Streit, was wir dann Propheten haben. Und dann möchten wir dort, wir wollten dort die ersten 3 Tjaniks, wie dort Rektum nicht gedeutet. Also von Saul, David und Salomo, die 3 Tjaniks, wir nicht Israel Tjanik dort wir dort ganze Judafall. Und dann haben wir Samuel, Nathan, Gad, Semaias, Ahias, Hanani und Jehu, wo du noch alle vier die prophetischen Titeln sind. Die sind manch die Geschichte, aber die sind irgendwie nicht durch ein Port gelangt. Dann haben wir aber so noch an dieser mittelste Sektion ein kleiner Streck. Und der Streck will uns sagen, dass die Propheten und die sind für den Norden reck, und die anderen die sind für den Süden reck oder für Juda. Und dort ist dann, wo wir uns dann geschickt finden, die Prophetenbücher anordnen. Ich weiß nicht, ob ihr eine Kopie so dacht, oder dieselben Mitschwatter sind. Also von Jonah, du hieß Jonah, von Jonah rauf fängt die Zeit von den prophetischen Büchern, die wir im Alten Testament haben, an. Und dort merkt dann die Aventura von, was passiert an jeder Buch. Aber fahren wir wieder an die Bücher mit Anordnung, die passiert, was dann passiert. Wir wollen uns denken von Versen nach, was ist der Mittelpunkt von einem Prophetenbuch und was soll wir dann arbeiten, wenn wir ein prophetisches Buch lesen. Wir sehen nicht so fremd, das ist tegen haben, was wir tun. Okay, das meist die ganze Welt. So, du fängst an mit Gott und sein Volk. Ja? Und das Volk, da haben wir was getan. Ein Bund gemacht. So, ja, gut. So, wir haben Gott mit seinem Volk
En dat je een bund gegeven. Wat ben je met dit bund met bij? Gehoorzaam zijn te worden. Gesatzen. So goed. So dit bund, dat bracht met zich een gezat, wat du soll neugefallen worden. Dan hast du noch ein welches Ding, was ein Prophetenbuch nicht noch fehlt. Was da? Wenn dort Bund ein Gesetz mitbringt, wird ja dann, wenn ihr das Gesetz anholen oder nicht anholen. Konsequenzias, nu Fall. Nu Folgen. Und das nu Folgen ist dann in zwei Gruppen eingeteilt. Was kann das sein? Sehen oder ein Fluch. Dann haben wir all die Hälfte von der Arbeit getan, zu einem prophetischen Buch verstanden. Wie morgen, wenn wir erst ein prophetisches Buch lesen, dann werden wir uns lehren, der Judei von einmal alle Sorten in der Zukunft verruden und das sind sie Sachen, wir wollen nur noch ankommen, aber der Mittelpunkt von einem prophetischen Buch ist nicht ruden, was für alles was kommt. Der Propheten, ja, du sind neue Propheten, die sagen wunderbare Dinge in der Zukunft, was noch nicht wirklich war, nicht noch verstanden. Aber dort wird der zweite Punkt. Die Prophetenbücher haben alle als hauptsächlich Ziel, zu das Volk so zu reden, was die verstehen können. So da wird recht, was du sagst. Die können verstehen, was angeht, wenn die wenigstens wollen. Wo finden wir das Bund? Sinai Buch, wo wird die Schrift geschrieben? Moses. Hä? Moses. Moses, hauptsächlich 2. Moses, also der Exodus. 2. Moses ist der Bund geschrieben. So, für wir einmal durch will oder können, no, nicht will oder können, wir einmal durch jeden will, der jengt und der unterstützt sich, was ist der Bund? Und der, was der Bund sich unterstützt, der fängt ein Gesetz. Das Gesetz holen braucht Sehen. Das Gesetz brechen braucht ein Fluch. Wo groß wir sehen und wo groß kann der Fluch werden? Großes Volk geben, da Zähne haben, feines Land, keine Ware, keine Eiersäffe, wenig Krankheit und so weiter. Der andere sieht von dort, wir, Gott sei Dank, weil ihr das Land wegnehmen und die werden fürs Blut werden, wenn ihr das Gesetz bringen. So dann kann jeder auswendig jeder Prophetenbuch und was er sich antworten. Wenn wir ein Prophetenbuch lesen, dann können wir uns sagen, okay, das Gesetz, dort haben wir noch genug hier, dort weiß ich noch, wenn das Gesetz nicht angehoben wird, dann wird es stufen. Manchmal das habe ich dann die Propheten, wo die Kennex am Anfang brauchen eine gute Haut, so ist Elia und Elisa, die haben es so schwer abgerufen, wie dort nur direkt, dort fall viel Böse und viel Leute an Sinn aus dort Süden direkt. Aber dann, wenn wir durch die Länge dann finden wir, dort wir haben wir einen großen Port von diesen Gesetzen, die gebrochen werden, Drohungen, die uitgesproken worden en dat volk wordt gewarnd en Gott in die geduld, ja, wie wir einmal war sein. So, hier unten, die hier im Blatt, hier sagt dort, die Lutums von den Kennex, die sind so dicht bereich, wenn wir Chronik und Kennex lesen. Die Kennex Tiden, die kann wir Geschäfte anordnen. Du sagst ein paar Propheten, wo du mit sagst, so, ich weiß nicht, wo der Handel hier, so der Prophet, wo das Schwierigste ist, anzustoppen, wo eine Zeit passiert als Joel, aber hauptsächlich die Propheten in der Kennex, die haben wir nur auf den Trachtblättern. Und dann wollen wir hier so weiten und dort nur in der Reck, dort hier mit, hier so ab, und dann sagt dort hier Babylon und der Neue Persien. Also dort erst bloß zum Weiten, dort nur direkt verschwunden und dann schaut sie ihr aus dem Süden direkt und dort wird gefangen genommen und weggeführt. Und dann zur selben Zeit habe ich Daniel, wo du dann
en die tijd alles interessante dingen heeft. Moet eerst gelijken in een vrouw te merken, of eerst wat hier. Sehr gut, wenn uns dort nicht fehlt, dann werden wir uns frisch einmal wiederholen. Dort gibt große Propheten und kleine. Große und kleine. Wo heißen die große und kleine? Oder wo nennen wir diese? Sehr gut. So, das große und kleine hat nichts zu tun mit die wir beter am Predigen oder die nicht ganz so gut. Wir haben bloß zu tun mit die Bücher sind viel kürzer und viel länger. Also, dort haben wir mit der Zeit einzige Propheten, die predigen 60 Jahre und Jona 3 Jahre. So, dort merkt ein großer Unterschied an Zeitholm. Also, hier so werden wir dann dort Bücher in Betracht nehmen, aber auch die Zeit. Ein von den Dingen, was mich dann beeindruckt ist, Jona literalmente alles, was wir wollten von denen, ist die Predigt 3 Jahre. Und da wird der erfolgreichste Prediger, was jemals abgeschrieben ist, wenn wir uns zur Stadt treten kommen. So, das sind beeindruckende Dinge. Wir wollen nicht Jona clean stempeln im Sinne von, da wo die Leute halt nicht schön wenig, dort ist bloß, dort ist eine Karte geschickt. So, ich glaube, da kommen die mit. Dann werden wir uns hier so nu in das Aventur angeben. Wir werden mit Jona anfangen. So, wenn ich hier so an dem Blatt sind, Jona, Jonas, hier so um 790 vor Christus. Und du hast kurz ein besonderes Ding, wo du dann angeht mit diesem Jona. Jona wie ein Prophet uit eine Prophetenschule. Hier war ein bisschen tabu sicher was. Vor wie an die Prophetenbücher verfallen haben, die Propheten, dort gibt eine Prophetenschule, kann man dort nach. Also, wenn Sie eine Prophetenschule ein bisschen besser kennenlernen, dann würde ich Ihnen tun, 2. Chronik und 2. Chronik zu lesen. Besonders aufmerksam sein an den Eberschrift zwischen Elia und Elisa. Je wordt morgen dat du wir nicht bloß von Himmel auf einmal boom, nu bist du der Prophet, du wir ein Herrje Prophet. Und dat wir eine Prophetenschule oder, ich weiß, dass für uns von der eine Schule ist nicht oder dann, aber dat wir eine Kommunität Prophetas, wenn dort sind. Da wir eine Gesellschaft von Männern, die taub sind, und die Lieden. Und der Zentrum, die unbedingt dort bringt, in dort Gesetz zu verstehen und dort anzuwenden. Und die Prophetenbücher oder die Propheten, die hier angekommen sind, die sind aber nicht alle als ein Prophet groß geworden. Wir haben nur Recke Männer, die als Propheten denken. Wir haben so arme Bücher, so Amos. Wir haben nur von alles ein bisschen. So, wir müssen bloß bewusst sein, dass nicht alle Propheten wir abgetragen als Propheten. So, dann aber Jona wie ein Prophet. Wir wissen dort, wenn in seinem Buch dort sagt, wir wollen uns nun Jona drehen in der Bibel. Und wir wollen mit mir wollen wir Jona sehen. Wo wir? 900. Wow. Und dann abgerecht sieht am Blätter, das ist so bloß. Jeder mit Schuhe. Jona 1, Vers 1. Wer will du lesen? Die kwam eenmaal een dag wo der hart van Jonas aan de tijden in zee reed in de hart zee. So gut, so Jona, Gott redet mit Jona und dann Vers 2 und 3. Wer will du noch lesen? Die echt die Reihe in Grund oder Gottesstaat Nineveh in Vor, der liegt, und sie waren gerecht worden.
der dann durch Zweierschlag gemerkt wurde, nicht lang dürfen. Aber Jona stimmt ab und meint, er wird vom Fahren wegfahren und nur Tarsis reisen. Er ging nur Jahr und fängt ein Schaf, dort nur Tarsis Seele wird. Er betrug sich Anfangsjahr, stieg ab dem Schaf und fuhr auf nur Tarsis, dort wird er vom Fahren wegfahren. So gut. So, Jona hat ihn abgerufen und erklärt, wo soll der hingehen? Ninive. Wo wird Ninive für eine Stadt? Ha? Da bin ich schlechter, dort stammt. Aber was wird dort für eine Stadt am Sand von unserer Geschichte? Das ist eine gute Frage. So, hier ist, wo ein fehlt das Papier. Und dann fangen wir hier so, dort nur nicht Chanekreck, oder dort nur eine Reck, dort wird von Assyrien verschleppt. Ninive ist die Hauptstadt von Assyrien. Also, ich weiß nicht, was. So, Ninive ist die Hauptstadt von Assyrien. Wenn wir auf unsere Liste checken hier, wenn wir Jona seine Zeit fängt, dort an 790, dort zu der Zeit von Joas aus Channek. Wo dich die, sagen wir dann, dort nur eine Channek gerät, was nicht genug war von Assyrien. Dech die or no vi auf? Händig die. Okay? So, wir wollen uns hier so dann nur dort nur recht handschreiben. Und dann wollen wir uns hier so Drohung. Das plot die Chat, wo wir noch hier zu sehen. Drohung von Skluven. Und dann haben wir einen Prophet, der heißt Jona. Und nu soll der hier hängen predigen. Die Geschichte von Jona, wenn wir diese Woche puzzeln, dann finden wir mehrere Dinge aus. So, was würde das erste sein, was uns interessant ist von Jona seiner Zeit, wenn wir dort hier das Bild machen? Was ist das erste Ding? Ninive eine Hauptstadt ist. Ninive ist eine Hauptstadt, aber nicht von Gott sein Volk. Das ist eine Hauptstadt dort wieder. Zweitens, dort nur eine kleine Gerät als Verbrück. Der lebenden Sinn oft ja darin in gottloses Leben. Da merkt mich, den Prophet Jona, nicht verstehen, aber ich probiere es. Weil dort seine große Schau befallen, weil Gott zu Jona sagt, hey, weißt du was, nimm mal 10 Tage, dann das rein, dann predigst du mal dort und dann sie. Die Drohung für Verschlappung am Volk wird eine Wirklichkeit. Wer immer dort gesagt und dort bunt zahnt, der wisst dort, wenn uns Volk so in Sinn lebt, also das, dann war wir mitgenommen worden. Wüssten die, wer der wohl mitnehmen? Der glaubt nicht. Aber wir wollten dort zu der Zeit vom Nordrhein wird Assyrien die Welt machen. Und dort wird die Drohung, wo durch Politikamente oder eine Regierung arbeiten soll. So, wenn wir uns nun an Jona seine Show anschauen, dann können wir gleich besser sehen, was die Geschichte uns sagen will. Bloß am Sein von Jona Janka nicht nur Ninive, wenn auch wieder Hauptstadt von der Dreck, wo eine Drohung wird für sein Volk vorzuschlagen. Und jetzt, ich lege dort all sie mir einmal weiter frei, was hat uns dort von dir? Und an diesem Fall, die Geschichte, die wird uns in dem Wort für mich zu sein,
Not erwies an 2 Eiers. Wenn Gott das Volk wohl hier anschlagen, wo mirkt das für einen Unterschied, wenn eine Hauptstadt Gott gepredigt wird? Die Juden, die wollen so alle in Asien sein und die Gott verloren haben. Wer wird nicht zu der Predigt? Die Asien. Klar. Also der Judei, wo ich hier fing, als Gott wie gnädig zu das Volk. Und der sagt, hey Jonah, wo musst du dort hin? Predigt. Dort fehlt das nicht an hier, denn sie war messbar durch sein, dann fehlt das erst wegen dem Blutbluts. Und der Geschichte von Jonah sei uns, dort der ganze Stopp, der so den Sack in Orschauen kann. Nur die, was Israel verschlagen durch den Aufjährtari. Und du hast eine große Möglichkeit, dass die schlechten Menschen von Asien an die Juden denken, gehauen, weißt du, du bist ein Gott. Und Jonah hat eine große Aufgabe. Ich glaube, Gott wie gnädig und hat nur den Dreck. An dem der Jonah verabschiedet und sagt, hey, gut predigen. Aber das sind 2 Dinge, wo ich so großartig finde, und das ist die Geschichte. Wenn die so abgewaschen sind, was ich, dann sind die abgewaschen mit Gott hat ein erwähltes Volk und wir alle anderen Menschen, die auf Gott nicht trauen. Und das ist nicht so. Wenn wir die Bibel kennen, für was die Bibel ist, dann soll die Bibel Gott am wahren Hand streicht in Menschen raten sagen. Weil das Volk Israel, die gibt ein richtiges Wort, und man hat die Gelegenheit, sich zu bekehren. Wir wollten dort hier Rahab, als Jesus seine Urgroßmama geworden, wenn er sagt, in Gott ist der Wunderbar. Gott schlitt nicht ut. Gott seine Gnade und seine Geduld und Mitleid ist für alle. Jonah hat es so schlechte Arbeit, nur ein Volk zu wohnen, wo du ganz voll auf der Arabie. Und dann sagen, hey, zieht an, gerecht was kommt. Und du sind so viele lehrreiche Dinge, und das ist Prophetendicker, wenn wir uns bloß hingeben, mal zu horchen, wo passiert dort, zu wem passiert dort, und was ja wie von dir oder von dir. Wenn wir den nächsten Propheten bechecken, Amos wie 40 Jahre vor der Gefangenschaft Anfang der Prophet oder wenn es der Krieg. Der Prophet Amos, wenn ihr den hier so seht, also das hier ist das, Amos schrieb ein Chat ein bisschen verrückt. Also wenn die Amos lesen, dann wollen die morgen dort die Hauptthema ist, die waren verloren worden. Das hier kommt dann, wenn wir von Jonah etwas switchen zu Amos. Amos hat dann eine Kombination von 2 Dingen. Also, so gesagt, die Ketten in Zukunft nehmen, wenn Gott liegt der Zukunft. Aber die Zukunft hat mehr Sinn für die Tauchhalter. So, wenn Amos 40 Jahre vor der Wache geschlagen wurde, sagt, die sind vorig. Gott hat mit der Geduld mit jünd vorig. Dann fing wir dort die Jonah-Geschichte, kam vor Amos seine Geschichte, merkt sein, und dann dort er sagt, okay, das hat gesagt, wir haben das gebrochen, noch einmal gebrochen, so lange, Gott dort. Ewa wir nie als Tiet Struf üterol. Amos sagt dann dort der Trübel, der ist dort am Volk, wird abuso de poder, Entschuldigung, die Juden unter sich nutzen sich ut.
Aber das muss so sein. Also, dort betet der Ding, wo Jesus laut am Evangelium zu den Pharisäern sagt, sie freten, der wird früher mit ihrer Hieseret. Also, der Gedei, der kriegt die Salve, Mann und Jüden. Judeo, Jüd, Tau, Jüd. Wir schlecht und utnutzend, und das Wort vergleicht mit das. Also, Gott sagt, durch Amos zu das Volk, wenn die hier nur was utnutzen, und so zu Sklaven begonnen, weil die mitgenommen wurden und die waren Sklaven wurden. So, Spanisch wurde Amos topfuten und sagen, das ist, advirtió contra de aquellos que explotan y olvidan las necesidades de los demás. Gott als je die Menschen utnutzen zu ähnlichen Noten. Und dann aber fingen wir dort die Amos seine Drohung, was war, bloß knapp 40 Jahre. Und ich will die auf die alle Tiden abdrehen, wenn wir noch mehr sein, wenn wir uns nennen, wo Kargetitas, wir waren Luther sein, wir waren Propheten, die haben den Tempel noch gesehen für die 2 Jahre. Und die haben gut nicht, weil die noch so lange werden, die Juden an Babylon. 70 Jahre. 70 Jahre. So, wenn du 10 Jahre bist, in den Tempel gesehen hast, dann denkst du dort noch. Und wenn du 70 Jahre an sind, wie alt bist du dann? Tagendig. So, dass wir sehen, dass du wieder ganz alt bist. Die machen dich die tagendig, viele tagendig gewesen. Und die haben noch das Wort, wo du brennen und sehen, wow, wir haben einen Tempel. Und die haben die 70 Jahre, dann sind die Tempel gut genommen und so eine Dinge aus. Aber Musik, du so, oft gewundert. Dann werden wir uns nun den dritten Prophet checken. Die haben ein sehr schweres Leben. Also, Oseas als ein von den Wegen wird für mich persönlich das ganz Schlimmste als nach vorne gekommen. Also, Hosea oder Oseas, der hat die schlimmste Abgabe im Sinne von der Offierterie vom Volk durchzustellen. Amos redet von, dass die Versklaven sich anzeigen. Und dann kommt Oseas. Und dann wird der Prophet, der Zeit, wo die letzten 7 Königs am Nordenreich wird, der hat das so abgegeben. Wer weiß, was das Besondere für an Hosea? Ja, ne. So, das wird da ja eigentlich schwer ans Hirn anzulegen. Hosea oder ich war mir erst noch einig, war nur eine Sprache, die war nicht eine Sprache, aber nicht am Durchgehen. Aber Hoseas hat eine Abgabe. Der Friede mit einer Höhe. Und dann hat das schwere Abgabe, nicht bloß mit dem zu befreien, aber mit dem zu hängen zu haben. Dann schauen wir uns hier so kurz an, Gott entfolgt und den Nukum bechecken. So, wir haben nun im Bild, und ich freue mich, dass jemand nicht auf alle diese Titel wissen. Und wir haben nun im Hängerkopf, dass Nordenreich als so böse zwei wir so schwere Dinge, so Amos, der redet über, wo so bestehen die Menschen, wo so nicht die wird früher, wo so die Wesentlichen nicht haben. Nicht ja Hoseas, und die soll nu sich mit Höhe befreien, in Zänger haben, und dort soll dann die Botschaft sein, für Wort und hier kommt bloß Nebensach, Neue Testament und Alte Testament, die Brücke wird am verlegsten Mal.
Idolatria. Idolatria. Ofjatari. Ofjatari. Okay? So, I'm Glauben hier, dat wordt de Bijbel van redt. En Oseas, als hij ons deze geschicht met zijn leven moet leven. En deze vrou zal dan dat volk Israël verstellen. En wer heeft de geschicht Luther er zo aan gelezen? Más o menos. So what's the resultado, or what's the eind van Hosea zijn leven? Hast du Hoffnung am Ende oder nicht? Ja. Du hast. Wieso? Okay? So, ich kann mir alle hier beter om ik alles zie, aber zoals ik de geschicht moet vertellen als de Frühjahrs war. En Hosea als met zijn Tjenger hängen geblieben. En de heeft een marktplatz. En de fängt zijn Früh en Tjener gewonnen, als een skloef op de marktplatz. En hij gaat in het huis. Det är vårt motto som ju nog hjälpt att kriga till sina fru lösköj från den innan. Och så är sin geschichte jätteschön zu lesen, ob es heute so arbeitet. Die Geschichte von Hoseas lehrt uns, wo bitte Leute nicht graut, Gott sie nicht gut. Und barmherzig wird das. Und ob so eine Geschichte am sagt dort, von wo die Höhe Hosea verlangt, was Hosea sich fort jetzt seine Frühträgheiten, die früh erlebt und schrecklich Leben. Und Gott sagt dort von Israel, das Leben uns gut. Sie sind das so früh. Sie hören ihn dran auf die Batterie. Die verbisteren jullie en die worden skloven zijn. Die worden skloven zijn, zo duid en zin. En dat was cool. Dat was alles hier wat ik maak. Door ik jullie wat losscheiden kan. Trek was niet gebeurd. Wenn Jesus im Neuen Testament die Kirche gründet, und der so schmack beschrieben wird, als das früh, wo sie gereinigt in Chas, einen wird Kleid. Nur wenn Jesus auch zurückkommt, das 100% Gegenteil von dieser Geschichte. Dass Jesus kam aufwärts sagt, haben wir diese Brüder kann herrlich in Reden sein, für den Tag, wo Jesus zurückkommt. Propheten Mika, wir haben gesagt, wenn wir uns lehren, zu checken, wo passiert das? Und zu wem passiert das? Wenn unsere Beziehung mit Gott fehlt, so ist das Volk ihre Beziehung mit Gott fehlt und wir wegen auf Jatari, dann haben wir miserabel Leben. Wie oft von Gott als bloß zwängt am Leben. Hoseas bringt Hoffnung. Wie gestalt Gott für aus der Welt Raum bringt, man nur bedürftig ist. Wenn die morgen der nächste Prophet ablässt als Jesaja, und Jesaja als ein Prophet ermäht so von seiner eigenen Sorte, so den wo ich eben für mich tachlugen, wie wir auch von Jesaja noch ein bisschen mehr lernen, durch Jesaja wirklich Brücken zu den Übergang zwischen der Prophetie für mich und der Prophetie, wo du noch kommen wird, ein bisschen Dollarmännchen. Wenn wir aber Jesaja bechecken, dann möchten wir dort Jesaja als ein Prophet, wo du ein Kontemporaneo hast. So hier ist wo dort dann interessant wird mit den großen Propheten und den kleinen Propheten. Hier ist Jesaja und der ist Kontemporaneo mit Micheas.
En dat wordt ook bij ons passiert aan de profetenleker en de tijdrum als länger bij ons als bij anderen. Zo, we worden nu even rond in Mikeas. En hier zo vinden we dan nog een profeet wat aan vlees predigen heeft. En niet naar ik verstoor dat niet dat hij zich in de last nu heeft. Dat is bloos de predigt am Fleisch spelen. Zoals Hosea zegt, muss man seine Höhe befreien. Amos, Mikeas, wie ein solcher armer Bürger. Okay, so, diese Geschichte, die wir sehen, wie Hosea lebt dort, wird gepredigt wird. Und Mikeas dort im großen Ganzen auch. So, Mikeas, Mika, ja. Mika, dat wie een buur wat niks hoort. Niks had. Van jouw dag wordt wie Mikea beschreven als een campesino. Merkt dat zijn een campesino? Also dat een man wordt zullen wordt gaan, maar wie de leeuwen van leven, als de zo wie raufgekommen, dat de eigenlijk niks haben. Also rundom den, wir een grote akkerbeuren, met wasserwarms en zo oder so, dat is goed. Aber rondom den, wir een buurers, wat du groot geworden wird, en des Mond, wir, wenn je drak worden van het systeem wat allemaal wieder neu wird. Und dort liegt ja wie man allerdings verstumpft, also dort ist ein Bett so eine Tierband, dort hineinträgt. Und wenn ihr so groß warst, dann noch 2 Hektar gehst du so Zeiten von Erstem, das war leicht. Und wenn die Bürgerschaft nicht verstumpft mit der Job am tun, dann schaffst du den noch offen, dann fährt immer Ferien mit der Job, dann haft ihr nicht. Also die Situation nu an Mikeas Revi dan wat geld anbelangt, oder haben geht, bienes, materiales. En nu kan je dan nog roden wat we dan zien in boodschap. Je gaat in de wangen. Likewise. Dat is zindlich an Gott seine Uhren, wann ein reicher Mensch einen armen Mensch utnyttjas. Also, auf Spanisch sage ich, aprovecharse de los pobres. Das hat nichts zu tun mit, dass der Arme dort nicht anwärtig oder die dort nicht verkauft oder was immer. Die Botschaft von Mikeas oder von Mika, wir bloß gerecht und das Arrecht. Durch keine Erklärung an Mika den Prophetenbrief, das also der Nachschulkultur Meister, durch keine Utred oder keine Seite die arme Resolution dort vor. Durch bloß zu den Oppressores, zu den reichen Menschen geredet, wo soll nicht die armen Menschen ut? Und dort ist ein Part, wenn wir durch die Länge an den Propheten gehen, dann will die sein, okay, das Gesetz von Moses, seht ihr das von anderen Menschen nutzen? Ja oder nicht? Ja. Oh ja, ganz unbedingt. So, wenn das Volk auf Jatterie drauf, wir sagen, aber arme Menschen nutzen, die nicht später. Und nutzen den, was mich besonders nur, oder mich frisch mit der Beschaffung noch abfallen ist, dort gerade noch, wer wir sind, uns Glauben leben als wirtschaftlich auch Glauben leben. Und Menschen nutzen, bloß wenn du die Möglichkeit hast, du merkst das nicht was. Und Mikeas im Buch direkt geschieht Säure ab. So, dann sagt er dort, Mikeas, wie Säure bedeutet, die reichen Menschen sollen andrehen und die sollen mit Menschen leben und mit Leuten fließen.
ander boek wordt onder een klooi gesteld door een van Israël zwaardig bij, wegen er zin. Maar dan weten we dat er zijn twee grote dingen voor ons van jou mee te nemen. Wanneer we met de profetenweken aanvangen, waar we ons aanmerken, door offiatarie, waar we leren, niet te doen. Krijgt zoals we versen nach zeggen van König David. König David hat Troubles. Aber wovon Trouble hat er nicht? Der hat nicht Trouble mit anderen Jättern im David hat klar Gott als uns Gott und Gott allein. Wovon Trouble hat David noch nicht? David steht an für ihre Gerechtigkeit. Wenn wir Prophetenbücher durchlesen, und wir wollen jeden Teil sein von den Prophetenbüchern, dann werden wir uns David seine Geschichte zum Vorbild nehmen, uns die Frau lecken leben, und kann David sie an das oder das nicht. Von der bringen uns zwei Dinge klar. Offiatarie werden nicht mehr spielen. Du wegen bleiben nicht in Volljako, du wegen harten nicht nur alle Sorten Vogelen, wo Menschen sich uitdenken, wann der Mond so dat, dann das so und das und das und ja. Wir glauben an Gott, der den Mond gemacht hat. Wir wollen uns was reinholen für den einzig wahren Gott. Und wir wollen unsere Mitmenschen leiden und gerecht sein. Mag Gott met ons zijn in deze avonturen met deze profetenbücher. Ik wil je ook merken, leest in de week de profetenbücher, beschäftigt je ermee. Brug deze les wat ik je gegeven heb, ehrlich. Wanneer je dit papier mitneemt en je een profetenbuch erst uitlezen, je kan de geschichte nou, wenn je die Zellings gecheckt hebt, we checken de profeten en de rechte geschichte. Wat is jij met je?